Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo zusammen. Ich möchte euch zu einem kleinen Spiel einladen. Stellt euch mal Folgendes vor. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, stell dir eine Bank ein Konto mit 86.400 € zur Verfügung. Ein persönlicher Sponsor spendiert dir das. Du kannst den kompletten Betrag verprassen, wofür du willst. Egal ob neues Auto, neue Klamotten, eine richtig große Party oder Spenden. Völlig egal. Du kannst tun und lassen, was du willst. Die Bank und der Sponsor haben allerdings 4 Bedingungen. Erstens, du kannst nichts sparen. Was du nicht ausgibst, verfällt einfach und ist am Ende des Tages für immer weg. Zweitens, du kannst nicht mehr ausgeben. Willst du mehr als die 86.400 € ausgeben, geht das nicht. Die Bank gewährt dir keinen Dispo, nicht mal 1 €. Und der Sponsor gewährt dir keinen Vorschuss. Drittens, jeden Morgen stellt dir die Bank ein neues Konto zur Verfügung. Wieder mit 86.400 € von deinem Sponsor. Und last but not least, viertens, die Bank und der Sponsor können dir ohne Vorwarnung das Konto schließen. Zu jeder Zeit. Frühmorgens, spät abends, zum Tageswechsel. Es kann dich völlig unverhofft treffen. Gerade noch hast du im Supermarkt den Einkauf bezahlt, stehst am Geldautomaten und die Karte wird einbehalten. Konto gesperrt, bitte beim Personal melden, steht auf dem Bildschirm. Karte weg, Konto weg, Geld weg. Was würdest du tun? Wie würdest du die 86.400 € nutzen? Eine verrückte Idee, oder? Wisst ihr was? Noch verrückter ist, das Ganze ist kein Spiel, es ist Realität. Jeder von uns hat so einen Sponsor und eine magische Bank. Zugegeben, wir bekommen keine 86.400 € geschenkt. Wir bekommen Zeit geschenkt. Jeden Tag aufs Neue erhalten wir von unserem Sponsor 86.400 Sekunden geschenkt. Wir haben alle einen bekannten Sponsor. Gott spendiert uns jeden Tag ein neues Konto mit 86.400 Sekunden bei der Lebensbank. Die Bedingungen bleiben die gleichen. Wir bekommen jeden Tag 86.400 Sekunden geschenkt. Was wir an dem Tag nicht gelebt haben, ist verloren. Für immer verloren. Wir können nichts ansparen oder mehr ausgeben, als wir haben. Und irgendwann wird unser Konto stillgelegt. Die Karte wird einbehalten und wir sollen uns beim Personal melden. Und dann stehen wir plötzlich vor unserem Sponsor, stehen Gott gegenüber und sind selbst dafür verantwortlich, was wir mit den 86.400 Sekunden veranstaltet haben. Was also machst du mit deinen täglichen 86.400 Sekunden? Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit. Epheser 5, 15 bis 16a. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.